Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Ja Leute, diesmal zum Viertelfinal. Rückspiel 1:0 gegen Arsenal gewonnen, damit im UEFA Champions League Halbfinale. Leute, wie bisher, alles ist jetzt drin, alles ist möglich. Ich habe es euch gesagt, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, dann klappt es. Bevor wir ein bisschen ins Detail reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, ist völlig kostenlos auf YouTube und ihr unterstützt damit den Kanal hier. Joa. Bringen wir es erstmal auf den Punkt. Job done. Die ach so schwache Bundesliga steht mit 2 Vereinen im Champions League Halbfinale. Wow. Weil wir ja so schwach sind international. Und morgen spielt noch Leverkusen, wa? Also von daher. Aber gut, kommen wir mal auf unser Spiel zu sprechen. Die zweite Halbzeit war überragend. Überragend einfach. Zweite Halbzeit hat alles gestimmt. Ja? Einsatz, Kampfeswille, aber auch der Drang nach vorne, der Drang, das Tor zu machen. Auch nach dem Tor nicht dann nur noch hinten reingestellt, sondern wirklich versucht, auch das zweite nachzulegen, wenn sich Möglichkeiten ergeben haben. Ja, mit einem Leroy, der gefühlt nicht auf dem Feld war. Ja, der gefühlt, man hat die Chance gesehen. Die Chance war sowas von krass. Der Ball ist so ruhig angekommen, man hat sofort sein schmerzverzerrtes Gesicht gesehen. Das war eine Farce, das sich anzuschauen. Das ganze Spiel über übrigens. Nichtsdestotrotz hat Leroy natürlich das Tor mit eingeleitet, war mit dem halb Schuss, halb Flanke, den der Torwart dann pariert hat, dadurch der Ball zu Guerrero kam. Erste Halbzeit sehr, sehr abwartend, die ersten 20 Minuten von beiden Seiten. Sehr taktisch. Arsenal hat versucht oder hat gehofft, so, ja, der FC Bayern spielt zu Hause, der wird schon irgendwann rauskommen, wir locken den ein bisschen. Und wir haben uns so gedacht, so, leck doch unseren Arsch, tun wir nicht. War vielleicht für den einen oder anderen zum Zuschauen jetzt nicht so geil. Man hat auch gemerkt, die Stimmung. Erstmal Chapeau an die Südkurve, die durchgehend 90 Minuten geballert haben. Erste Halbzeit hat man aber schon gemerkt, so dass das Stadion irgendwann so ein bisschen raus war, weil es halt super taktischer Fußball war von beiden Seiten. Ja, jetzt ohne große, generell ohne Torchancen, wenn wir ehrlich sind. Ja, super von Taktik geprägt, von gegenseitigem Respekt. Aber nichtsdestotrotz ein schlechtes Spiel oder sowas. Ich fand es ein sehr interessantes Spiel. 0:0 zur Halbzeit, völlig verdient für beide Seiten, ja. Und zweite Halbzeit hat nur eine Mannschaft das Sagen gehabt und das waren wir. Ja, von der ersten bis zur letzten Minute. Man hatte nie das Gefühl, auch nach dem 1:0, dass Arsenal jetzt nochmal irgendwie da Feuer reinkriegt und gefährlich wird. Na klar, musst du zittern, wenn es nur 1:0 steht. Wir haben es gesehen, ganz zum Schluss, irgendeine Ecke, wenn die ein bisschen besser kommt oder sonst was. Kann immer irgendwas passieren, aber das war so eine souveräne, starke Leistung. Hut ab. Ja, die Benotung fällt mir super schwer. Da muss ich gleich echt aufpassen, dass ich nicht irgendwie in irgendwelche komischen Superlativen verfalle. Natürlich hat König Joshua das Tor gemacht. Wer denn sonst, Leute? Ja. Es hat mich gefreut für den Kimmich, weil er die letzten Wochen der Mann war, der am konstantesten war und eigentlich durchgehend Leistung gebracht hat. Ja, wo auch viele andere schon abgeschenkt haben, war Josh immer noch der sich dagegen gestemmt hat, der gefeuert hat. Von daher hat es mich für ihn wirklich gefreut. Ich glaube, das Spiel, was wir jetzt gesehen haben, das ist Tuchels Vorstellung von perfektem Fußball. Ja? So ein bisschen Mourinho-Style.
Es steht noch nicht fest, wer weiter ist. Ich gucke noch mal kurz. Ich bin halt relativ zeitig. Gerade war noch nach 94 Minuten stand es noch 1-1. Aber ich schaue mal kurz. Könnten wir auch gleich schon mal hier in die Analyse so einen kleinen Ausblick wagen. Aber ich denke, mit diesen komischen, ich sage jetzt bewusst komischen, abgewichsten Fußball, mit dieser Disziplin, wie wir heute gespielt haben, mit einem super starken Conny Leimer, ja, der wirklich den Oedegaard diesmal wirklich über 90 Minuten beackert hat, aber gleichzeitig auch noch sehr viel Impact aufs Spiel hatte. Ja, das darf man nicht vergessen. Ja, die sind noch in der Verlängerung 1-1 bei Manchester City, Real Madrid. Aber ich glaube, sollten wir Real Madrid bekommen, wäre natürlich ein Traum. Ja, nochmal so ein Real Madrid-Duell. Und ich glaube, die Spielweise von Real Madrid würde uns besser liegen. Ja, weil das auch eher ein bisschen abgewichster ist. Aber auch gegen Manchester City. Mit dieser Leistung, die wir heute gezeigt haben, die wir auch in Arsenal streckenweise gezeigt haben, ist egal, brauchen wir uns vor keinen der beiden verstecken. Ja, der eine oder andere wird uns vielleicht ein bisschen eher liegen, der andere vielleicht ein bisschen weniger, aber verstecken müssen wir uns vor keinem. Ja? Nochmal darauf zurückzukommen, ich glaube, das ist Tuchels Art, wie er gerne Fußball spielen lassen wollen würde. Problem, nur ganz kurzer Ausschnitt, wir wollen heute nicht über irgendwelche negativen Sachen reden. Problem kannst du in der Bundesliga natürlich nicht bringen. Ja, da macht keine Mannschaft mit. Und du wirst zu Hause gnadenlos ausgepfiffen. Wenn du so zu Hause gegen SC Freiburg spielen müsst, und der SC Freiburg denkt sich das selber, ja, ich mit euch hinten stehen, nehmt das 0-0 mit. Das ist so das Thema. Aber nochmal heute, erste Halbzeit war es auf Augenhöhe, muss man ganz klar sagen, sehr taktisch geprägt noch. Zweite Halbzeit war genauso taktisch geprägt, aber wir haben die letzten 10%, ja, haben wir reingeballert und man hat auch gemerkt, zweite Halbzeit war das gesamte Stadion auch viel, viel mehr da, weil das Spiel von unserer Seite intensiver war. Erste Halbzeit haben wir sehr oft die zweiten Bälle nicht festgemacht oder haben die zweiten Bälle dann lang weggeschlagen. Zweite Halbzeit haben wir halt auch die zweiten Bälle bekommen, haben die zweiten Bälle in unseren Reihen gehalten, haben auch mehr Ballbesitz gehabt. Und das hat das Stadion dann auch zusätzlich mitgenommen. Ne? Und das war so eine Symbiose, die uns dann gerade nach dem Tor auch getragen hat. Ja, das muss man ganz klar sagen. Gut, gucken wir uns mal die Statistiken an zum Spiel. Gehen wir rein in den Bums, wa? Ja, 1-0. Kimmich, 63. Wow, wir haben am Ende jetzt sogar noch mehr Ballbesitz wie Arsenal. 51-49, Abseits 1-3, Fouls 10-13, Zweikampfquote 55-45, Schüsse aufs Tor 3-3, Schüsse insgesamt 15-8, Ecken 8-3, angekommene Pässe 416-408, Flanken 7-8. Ja, Schüsse, Musiala 2, Kimmich 1, Torschussvorlagen, ja. Guerrero 1, gewonnene Zweikämpfe, Musiala 7, Kane 7, Dyer 6, Ballkontakte, Kimmich 90, Dyer 87, De Ligt 67, gefoult worden, kennt ihr schon, schenken wir uns. Ja, könnt ihr jetzt von mitnehmen, was ihr wollt. Ja, aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir sogar noch den Ballbesitz gedreht. Ja, der erste Halbzeit, gerade die ersten 20, 25 Minuten haben wir Arsenal echt das Spiel überlassen und haben wirklich nur hinten die Räume verteidigt, den Gegner verteidigt in Form von Leimer mit Oedegaard. Und Arsenal war ideenlos. Ähnlich wie wir das sonst sind. Ja, wenn die Gegner tief hinten drin steht, sind wir total ideenlos und das war Arsenal heute. Komplett ideenlos. Ja, kein Mittel gefunden. Aber zweite Halbzeit wirklich eine wilde, starke Leistung von uns. Ja, ich werde mal versuchen, heute Noten zu vergeben. Sonst habe ich ja das Problem eher, wenn wir schlecht spielen, das richtig einzuordnen. Heute haben wir wirklich sehr, sehr gut gespielt. Auch das wird schwer einzuordnen. Fangen wir gleich mal mit der Person im Raum an. Thomas Tuchel.
Wir haben 1:0 gewonnen. Wir haben eine super starke zweite Halbzeit gespielt. Wir haben erste Halbzeit auf Augenhöhe agiert, waren taktisch sehr, sehr stark. Ja, trotz der komischen Aufstellung, wo man als Raúl Guerrero ein bisschen erwarten konnte auf der Seite, ja, gibt's heute nichts zu meckern am Tuchel. So gar nichts. Das Einzige wäre vielleicht, dass man Sané so lange auf dem Platz gelassen hat. Wir haben teilweise halt wirklich mit 10 Mann gespielt. Wobei man dann sagen muss, wie ich schon sagte, das Tor hat er natürlich auch einen gewissen Anteil dran. Aber danach hättest du ihn auswechseln müssen. Es war vorbei. Ja. Das ist so das Einzige, was man vielleicht kritisieren kann. Ansonsten, Thomas Tuchel heute Note 2 für mich. Gut, damit gehen wir rein zu den Spielern. Manuel Neuer für mich heute auch Note 2. Super ruhig, super abgeklärt, hat sich, ja, das, was ein Neuer kann. Ja, das, was ein Neuer kann. Da musste jetzt nicht irgendwie die Unhaltbaren halten heute. Da gab's relativ unspektakuläre Bälle, die auf sein Tor kamen. Was waren es? 3, genauso wie bei uns. Aber diese Ruhe, die er ausgestrahlt hat, ja. Wie ein Feldspieler, den Ball, auch wenn Arsenal vorne zugestellt hat oder gepresst hat, kein Aussetzer gehabt, super viel Ruhe ausgestrahlt, was glaube ich auch super wichtig war. Neuer für mich Note 2. Gut, jetzt muss ich direkt einmal umswitchen hier. Da ist er. König Josh, Siegtorschütze. Ja, wenn wir Neuer eine 2 geben, müssen wir in Kimmich heute eine 1 geben. Hat er sich dann vielleicht auch einfach über die letzten Wochen ein bisschen verdient. Ja, ich habe auch gesehen, dass Martinelli heute 1-2 Mal den Ball an Kimmich vorbei bekommen hat, zu einer Flanke in die Mitte, die jetzt aber nicht super gefährlich war. Aber ansonsten, ja, war Kimmich schon sehr diszipliniert, auch wenn er 1-2 Mal dann im Mittelfeld stehen geblieben ist und dann Goretzka auf seiner Posi war und Goretzka abgedreht ist dabei. Das war sehr lustig anzusehen. Aber ansonsten, Kimmich, ja, wenn was nach vorne ging ja fast alles über die rechte Seite. Ja, und dann nicht über den Sané, weil Sané nicht wirklich konnte. Was man gesehen hat, dann ging es über Kimmich. Und wenn was gefährlich war, dann war es durch eine Flanke von Josh. Ja. Und er hat das Tor gemacht. Absoluten Willen. Ich meine, als Rechtsverteidiger dann da in den Strafraum zu gehen, in den 5-Meter-Raum. Von daher Chapeau für King Kimmich und für mich Note 1. Gut, damit sind wir schon bei De Ligt. Für mich heute auch, genau wie Eric Dier, die können wir beide zusammennehmen, eigentlich bärenstarkes Spiel. Ja. Nochmal, wir haben, wo Conny viel Anteil dran hat, Arsenal halt auch wirklich den Schneid abgekauft und relativ wenig Probleme gehabt, in der letzten Reihe zu verteidigen. Nichtsdestotrotz musste De Ligt 1-2 Mal gut dazwischen gehen, genauso wie Eric. Hat auch 1-2 Mal sehr, sehr stark nach vorne verteidigt. Für mich heute Note 2, eine gute 2. Ja, dasselbe können wir über Eric Dier sagen, 1:1 Kopie. Wobei Eric noch ein bisschen mehr gecoacht hat, ja, in der Viererkette, aber auch außerhalb der Viererkette. Aber auch Kimmich heute, ja, hat 1-2 Mal den De Ligt weiter nach vorne geschoben, obwohl ich das nicht ganz verstanden hatte, wenn ich ehrlich war, in den Situationen. Aber Eric, ja, Eric hat Eric-Sachen gemacht. Ja, wie immer. Hat einmal was war es? Ich weiß es gar nicht mehr. Kurz nach unserem Tor oder kurz vor unserem Tor, wo er da in höchster Not dazwischen ist. Ansonsten, ja, Eric ist halt einfach ein Verteidiger der alten Schule, Alter. Ja. Aber auch nach vorne. Er war ja teilweise heute linker Verteidiger. Teilweise war er auch mal links außen. War ja ganz wild.
super ruhig, super, wie gesagt, die Führung übernommen da hinten, auch wo da Minjay da neu reinkam und so weiter, direkt geordnet, direkt Anweisungen gegeben. Airbag für mich auch eine sehr, sehr gute 2 heute. Gut, damit kommen wir zum Davis-Ersatz Mazraoui. Ja, bärenstarkes Spiel. Ja, einmal ist Saka an ihm vorbeigegangen, erste Halbzeit, da ist aber nichts draus passiert. Ansonsten natürlich, fairerweise muss man sagen, in einer sehr guten Kombination, wenn er mal am Mazraoui vorbeigegangen ist oder auch ein Odegaard, dann war noch ein Guerrero da, der geblockt hat. Ähnlich wie es im Hinspiel Davis und Gnabry getan haben. Aber das war sehr stark, auch nach vorne. Ja, ist ja auch 1-2 Mal marschiert. Auch die Riesenchance, erste Halbzeit war es, glaube ich, die er eingeleitet hat und durchmarschiert ist. Ja, Hut ab. Hätte ich nicht erwartet, dass er diese Leistung rausballert. Auch, dass er so lange durchgehalten hat, war natürlich wieder ein Spiel mit dem Feuer, aber alternativlos. Für mich auch eine sehr, sehr gute 2. Gut. Damit kommen wir zum Rafa, wenn ich ihn denn finde. Da ist er. Rafa, ja, habe ich ja gerade schon gesagt, auch. Teilweise haben sie ja auch gerade so in der ersten Halbzeit zu zweit gegen Saka verteidigt. Ja, wenn er an dem einen vorbeikommt, hat der andere noch gestellt. Sehr diszipliniert verteidigt, nach hinten mit. Aber auch sehr, sehr viel vorne eingeleitet. Ja. Nicht nur das Tor vorbereitet, auch davor 1-2 Sachen sehr, sehr gut eingeleitet. Also ein bärenstarkes Spiel in meinen Augen. Auch da eine sehr, sehr gute 2. Gut, damit kommen wir zum Leroy. Da muss ich mal eben umstellen hier. Ja, Leroy sehe ich heute bei einer Note 3. Aber auch nur, weil er wollte und getan und gemacht hat. Viel Einfluss aufs Spiel, positiv hatte er nicht, wenn wir ehrlich sind. Ja, nochmal das Tor mit eingeleitet, Chapeau. Vielleicht war es gut, dass er Schmerzen hatte, dass der Ball dann so gekommen ist, wie er gekommen ist, der Torwart den dann abgelenkt hat und wir dann die Guerrero den Ball noch nehmen konnte. Wer weiß es am Ende des Tages, aber ansonsten mehr als wie den Ball annehmen und wieder zum Kimmich zurückspielen, war im Großen und Ganzen heute nicht drin. Man hat sich gefragt, gerade erste Halbzeit, warum geht er nicht einfach mal am Mann vorbei? Die ganze Seite war auf, er hat super viel Platz auf der rechten Seite gehabt. Er konnte einfach nicht, Leute. Ja, man hat das gesehen. Also der lief ja eckig. Wenn wir sagen, er lief rund, nee, dann lief er eckig. Und zwar sechseckig. Ja? Also weiß ich nicht, ob man sich da jetzt den Gefallen mitgetan hat. I don't know, am Ende des Tages hat es geklappt. Wir wollen, wie gesagt, heute nicht viel kritisieren. Ja, wie gesagt, Note 3 meinerseits. Gut, damit kommen wir zum Musiala. Musiala hat es auch wieder schwer gehabt, hat geackert, gerackert, hat viele Bälle aber auch festgemacht oder dann teilweise festgemacht, den Ball dann in den eigenen Reihen gehalten, gerade erste Halbzeit. Zweite Halbzeit war es natürlich noch mal ein bisschen besser, weil die ganze Mannschaft auch ein bisschen intensiver da war und dadurch er natürlich auch ein bisschen mehr im Spiel war. Das i-Tüpfelchen hat gefehlt, hatte 1-2 Schusschancen, aber nochmal, hat wirklich geackert, gerackert, hat viele Bälle festgemacht, das hat mir gut gefallen und ja, mit dieser Taktik, wie wir Fußball gespielt haben, muss man dann halt auch als Feingeist, der man ist, sich dann so unterordnen und das hat er getan und von daher für mich heute auch eine Note 2. Ja, dann kommen wir zum Conny Leimer. Conny Leimer für mich heute Note 1. Ja, ihr wisst, ich bin schon immer Conny-Fan. Aber was er heute gemacht hat, der hat einen Bock drin gehabt, den er aber auch selber wieder
gut gemacht hat. Direkt. Keine 10 Sekunden später. Ansonsten war er Spielzerstörer von Arsenal und Spielgestalter von uns. Ja, das ist eigentlich, wie ich ihn mit wenigen Worten beschreiben kann heute. Bärenstarkes Spiel, Alter. Die Ösis, die rasieren richtig im Champions League Halbfinale. Aber Sabitzer war auch mega stark bei Dortmund. Ich habe das Spiel gestern so nebenbei geschaut. Conny Leimer heute absolute Maschine. Ja, dann Oedegaard fast komplett aus dem Spiel genommen, war immer dran von Minute 1 an. Nicht so wie in Arsenal, wo es erst so nach 20, 30 Minuten der Fall war. Hat aber auch viele Ballgewinne gehabt. Auch durch Stellungsspiel schon gewonnen. Aber dann auch nicht irgendwie vertändelt oder sowas, sondern auch den Ball in den eigenen Reihen gehalten. Ja. Und dann in der zweiten Halbzeit auch viel mit nach vorne gepusht. Also wirklich, ja, für mich Note 1. Gut, kommen wir zum Leon. Leon kann ich kurz und schmerzlos machen. Für mich Note 2 auch. Auch er hat unglaublich viel geackert. Ja, hat sich auch oft gegen den Gegner gestemmt, hat auch 1, 2, 3, 4 Fouls gezogen. War aber auch trotzdem präsent vorne. Ja, das muss man ganz klar sagen. Hatte er auch da vorher unsere Doppelchance, wo er an die Latte köpft und dann Guerrero nochmal den abgefälschten Schuss an den Pfosten. Auch da das Zusammenspiel auch mit dem Kimmich war heute sehr stark. Ja, wirklich sehr stark. Wie gesagt, gerade erste Halbzeit war es 2, 3 Mal der Fall, dass ein Kimmich dann, weil er keine Anspielstation hatte, also gut zugestellt hat, ist er mit dem Ball bis ins Mittelfeld gegangen, dann war bis Leon auf die rechte Seite gegangen. Ansonsten war Leon aber auch über die halbrechte Position dann da, hat einen Kimmich unterstützt. Und Leon hat natürlich dann auch die Strafraumbesetzung. Ja, wenn eine Flanke kam, ja, hat ein bisschen Pech gehabt. Jetzt war ein super Kopfball mit dem Lattentreffer. Ansonsten super viel geackert. Ja, alles gesagt dazu. Dann kommen wir zu Harry Kane. Harry Kane ist heute natürlich ein bisschen schwieriger zu bewerten für mich, aber trotzdem eine Note 2. Ne? Auch er unglaublich viel gearbeitet. Unglaublich viel gearbeitet, gerade auch erste Halbzeit, viele Fouls gezogen von Arsenal. Auch immer wieder versucht, sich fallen gelassen, den Ball nach außen gelegt. Leider war es oft nicht so effektiv, weil Leroy heute nicht wirklich konnte. Ja, einmal war auch ein Fehlpass dabei, der dann abgefangen wurde. Ansonsten heute natürlich nicht eine Chance gehabt, hatte 2 halbe Schüsse, so erste Halbzeit. Ansonsten, ja, aber war immer da. War immer da, mitgeackert. Gerade dann auch die letzten 10 Minuten war er mit in der Viererkette im 5-4-1 im Mittelfeld. Absolutes Vorbild. Ja, für mich Note 2. Gibt's nichts zu sagen. Ja, auch wenn man Stürmer eigentlich an Toren misst. Die hat er heute nicht gemacht. Hat aber auch nicht wirklich eine klare Torchance. Aber ich habe es schon mal gesagt, ein Harry Kane ist halt einfach so viel mehr als ein normaler Stürmer. Gut, damit kommen wir zu den beiden Einwechslungen. Minjay hat seine Sache sehr gut gemacht, fand ich. Waren 20 Minuten, wenn wir Nachspielzeit dabei nehmen. Eric Dyer hat ihn aber auch gleich eingenordet, ne? Hatte ihn gleich an die Hand genommen, auch bei den Freistoßsituationen von Arsenal. Ansonsten auf der Seite mit dem Airbag hat es sehr gut geklappt. Wie gesagt, gerade dann war ja auch die Phase, dann war Airbag mal Linksverteidiger, dann war er sogar mal links außen, dann war Minjay hat sich fallen lassen, ansonsten war es dann wieder umgedreht. Minjay hat sich reingeworfen, hat alles gegeben, hat vorne 1, 2 Kopfbälle dann noch gemacht in der Schlussphase. Stabile Geschichte, würde ich sagen. Aber auch da, nur um es ganz kurz mal anzusprechen, hat man, glaube ich, schon gemerkt, wie gut es ihm tut, wenn er da einen hat, der ihn gleich mal an die Hand nimmt und gleich mal da sagt, was Phase ist, was er zu tun hat. Aber da wollen wir heute mal nicht so tief ins Thema gehen, wa? Dann kam natürlich noch die legendäre Einwechslung von Upamecano.
Da bin ich ehrlich, da habe ich kurz gezittert. Sag ich euch ganz ehrlich, in der 89. Minute haben wir dann auf Fünferkette hinten gestellt. Ich habe mir dann halt gedacht, was passiert, wenn Arsenal jetzt ein Tor macht, Alter? Dann gehen wir mit einer Fünfer-Defensivkette in die Verlängerung. Um was zu tun, das Elfmeterschießen zu retten. Fand ich wild, aber es hat geklappt. Von daher, wir haben es ja schon gesagt, Thomas Tuchel Note 2, da gibt es halt nichts vorzuwerfen. Opa hat man zum Glück nicht wirklich wahrgenommen. Sorry, dass ich das so sagen muss, ja. Und das war gut so. Waren jetzt auch nur 6 Minuten, die er auf dem Feld war, aber da war noch mal ein kleines Zittern da, wenn Arsenal noch mal aufgekommen wäre, was sie gar nicht sind. Ja. Sie sind gar nicht mehr aufgekommen in der Nachspielzeit, wo man jetzt dachte, irgendwie, komm, die hauen jetzt noch mal alles irgendwie raus und da war auch nicht mehr viel, was da gekommen ist. Das war höchstens ein Strohfeuer. Ja, von daher mein Fazit am Ende des Tages: hochverdient ins Halbfinale eingezogen. Ich denke, da sind wir uns alle einig, auch als neutraler Zuschauer. Hinspiel, bisschen das Spielglück gehabt, gar keine Frage. Ja, da war Arsenal natürlich die spielstärkere und die bessere Mannschaft. Heute war sie das nicht. Ja, heute war Arsenal nicht spielstärker oder die stärkere Mannschaft. Erste Halbzeit war es auf Augenhöhe. Wenn man viel Arsenal-Brille aufhat, kann man auch sagen, die erste Halbzeit ging vielleicht so einen Tacken an Arsenal. Aber ansonsten erste Halbzeit für mich vollkommen Augenhöhe und zweite Halbzeit, wir sind rausgekommen und man dachte, Brust raus, wir sind's. So, wer seid ihr, was wollt ihr? Ihr seid hier in München. So, das war die zweite Halbzeit. Ja. Wirklich sehr stark. Wenn ich diese disziplinierte Leistung sehe, ist natürlich das krasse Gegenteil von dem, was wir in der Bundesliga spielen können. Ja, da müssen wir, kannst du vielleicht noch gegen Stuttgart spielen, das war's. Haben wir ja im Hinspiel gemacht. Kannst du natürlich sonst nicht bringen. Aber wenn wir das so hinkriegen, wie wir es hingekriegt haben in der Champions League, Leute, alles ist möglich. Ja. Wir wissen noch nicht, wer weiterkommt. Steht's immer noch. 118. 1-1, geht wahrscheinlich über Elfmeterschießen. Am Ende des Tages aber auch wurscht. Ja, mit der Leistung brauchen wir uns im Halbfinale nicht als Außenseiter sehen oder uns verstecken. Vor allen Dingen, weil du das Selbstvertrauen trotzdem haben willst. Sollten wir jetzt in der Bundesliga, ich sage jetzt einfach nur, kein Spiel mehr gewinnen, ja, was nicht passieren wird. Ich denke, wir werden den Schwung ein bisschen mitnehmen. Aber wir werden natürlich sehr wahrscheinlich auch jetzt mal ein bisschen andere Spieler hoffentlich sehen in der Bundesliga, dass mal ein paar Spieler für die Champions League geschont werden. Aber du wirst trotzdem dieses Selbstvertrauen in der Champions League weiter haben, weil du jetzt gesehen hast gegen Arsenal, die ja so hochgelobt waren und auch aus meiner Sicht, wo die Auslosung war, habe ich gesagt 50-50. Wenn man dann unsere Leistung gesehen hat und Arsenals Leistung die Wochen davor, war ich dann irgendwann bei 70-30 für Arsenal. Du wirst das Vertrauen mitnehmen. Das Vertrauen und den Glauben an dich. Egal wie du in der Bundesliga spielen wirst davor. Es ist scheißegal. Du denkst oder du weißt, Männer, jetzt ist Champions League. Wir haben gezeigt, was wir können, trotz der ganzen Ausfälle. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Und nur mal so nebenbei, noch als kleiner Einwurf, wir haben heute keinen Müller auf dem Feld gesehen. Ne? Nur so als kleiner Einwurf meinerseits. Leider auch kein Tell, ja, den ich mir auf jeden Fall gewünscht hätte für den Leroy. Sorry, Leroy war leider heute, wie gesagt, die Dreiernote ist gnädig für ihn. Das ist aber auch okay. Spätestens nach dem 1-0 hättest du ihn auswechseln müssen. Vorher, wie gesagt, er ist nicht rund gelaufen. Das war sechseckig heute. Aber dafür haben es andere Spieler rausgerissen. Aber dadurch ist uns natürlich in der Offensive schon ein bisschen was abgegangen. Ja, das muss man ganz klar sagen. Aber wir wollen heute nicht meckern. Ich habe es vor dem Spiel gesagt, mir persönlich ist es scheißegal, wie wir weiterkommen. Und wenn es 20-1 Torschüsse ist und wir für Arsenal und wir kommen dann mit dem 1-0 weiter, dann ist das so. Aber wir sind super souverän, super stark weitergekommen. Und da muss man auch mal sagen, Hut ab. Ja, wir haben diese Saison selten gute Leistungen gesehen. Ja, der Fußball ist natürlich gewöhnungsbedürftig für uns offensiv Fußball verwöhnte Bayern-Fans. Ja, gar keine Frage. Aber das ist Fußball auf
international super hohem Niveau, wo Kleinigkeiten entscheiden. Und dann ist das völlig legitim, wenn man so agiert gegen eine Mannschaft. Wir haben gesehen, Arsenal hatte keinerlei Ideen. Keinerlei Ideen. Und das stimmt mich positiv. Wir müssen jetzt nicht überschwänglich werden oder sowas. Aber nochmal, Halbfinale, es ist egal. Halbfinale sind 2 Spiele, es ist alles drin, Leute. Es ist alles drin. Auch für Dortmund gegen Paris ist alles drin. Ja. Und wer weiß, vielleicht nach 2013 wollen wir es hoffen für uns Deutsche, sehen wir nochmal Bayern gegen Dortmund in Wembley. Das wäre auf jeden Fall ein Burner. Also ein richtiger Burner. Dass überhaupt die Chance besteht, ich denke, das haben die wenigsten Experten der Bundesliga zugetraut. Ja. Und da bin ich nochmal beim Anfang meines Videos hier. Die ach so schwache Bundesliga stellt 2 Vereine im Champions League Halbfinale. Und nochmal, Leverkusen spielt morgen erst noch. Wo ich davon ausgehe, dass sie auch weitergehen. Also, ja, sind wir ja wohl als Bundesliga doch nicht ganz so schlecht international. Ja? Und dass es dann noch 2 Vereine sind, die in der Bundesliga sehr enttäuschen. Ich denke, auch für Dortmund ist die Liga bisher sehr enttäuschend. Der Vorteil ist, ich weiß gar nicht, wie das heute gewertet wird. Penaltyschießen ist gerade bei Manchester City gegen Real Madrid. Wahrscheinlich wird das als Unentschieden gewertet, für die 5-Jahres-Wertung. Aber selbst da, wenn Leverkusen dann morgen noch West Ham raushaut, wenn da jetzt sogar Real weiterkommt, ich glaube, dann ist der Drops schon gelutscht, oder? Mit der 5-Jahres-Wertung. Dann haben wir schon 5 Champions League-Plätze. Und sollte noch ein Deutscher den Titel gewinnen, ich weiß gar nicht, ob es dann 6 wären. Wird ja ganz wild, Alter. Ganz wild. Stellt euch das mal vor. Da ist auf einmal Eintracht Frankfurt oder Augsburg in der Champions League. Das wäre ja Vogelwild. Ja. Sehr schöner Abend. Vielleicht ein paar Worte noch zum Dortmund-Spiel, wer noch dran ist. Gestern war natürlich das krasse Gegenteil. War super offenes Visier. Dortmund super marschiert, 2-0. Denkst du, alles ist gut, alles im Griff. Die werden gleich das 3. nachlegen. Dann brechen die komplett ein. Ja? Atletico macht gleich auf 2-2 aus. Und dann hat der Sabitzer sich gedacht, ach komm, ich zeige nochmal, warum ich von Bayern gekommen bin. Sabitzer war vorher schon mega stark. Und hat dann das Spiel auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Anteil, dass Dortmund das Spiel dann wieder gedreht hat und 4-2. Ja. War ein super krasses, gutes Fußballspiel sich anzuschauen. Ja. Mit 6 Toren. Also heute das krasse Gegenteil. Wobei ich sagen muss, die zweite Halbzeit war von unserer Seite genauso intensiv, aber natürlich viel, viel mehr von Taktik geprägt und nicht von Feuer frei und Attacke, ja, sondern wirklich von Taktik. Und ja, mich freut's persönlich sehr, dass beide Mannschaften im Champions League Halbfinale stehen. Ich freue mich auf beide Halbfinalspiele. Ich werde mir auf jeden Fall auch das Dortmunder Spiel gegen Paris angucken. Drückt den Dortmundern auch alle Daumen, die ich habe. Deutsche Mannschaften, da hat man zuzustehen international. Gerade wenn es so gegen so Staatenclubs geht wie Paris oder wenn wir gegen Manchester City spielen sollten. Ich quatsche die ganze Zeit ein bisschen in der Hoffnung, dass hier gleich das Penalty-Schießen vorbei ist, aber es sieht nicht so aus, Leute. Also, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet genauso einen schönen Fußballabend, wie ich es heute hatte. Und dann schauen wir mal morgen, wer unser Halbfinalgegner wird. Vielleicht nochmal 1, 2 Worte dazu. Ich habe es ja gesagt, ich denke, Real würde uns ein bisschen besser liegen, vor allem wenn wir so diszipliniert spielen, weil Real ähnlich diszipliniert spielt, aber Real ist auch immer für alles gut. Ja, ich denke, Manchester City wäre ausrechenbarer wie Real Madrid. Real Madrid hat, glaube ich, viele, viele Facetten, wie sie spielen können. Ja, super offensiv, aber auch super abgewichst, so wie wir heute. Ich glaube, Manchester City kennt da nur eher so eine Richtung. Aber das ist auch nur meine Meinung. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus.
bleibt gesund. Haut mir gerne eure Meinung in die Kommentare und ja, ich bedanke mich wie immer an dieser Stelle für euren Support. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.